Meuchler. 1300 Gold. Das ist ja schrecklich. Wer sagt denn sowas? Mehrfach Mord ist wieder gesucht. Das heißt, wenn wir den zur Strecke bringen, der Sträfling Dexter. Und dann haben wir noch Grund der Grausame. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Gut, da gibt es einiges an Gold zu holen. Das ist ja schrecklich. Er erzählt alles weiter. Das ist mal wieder typisch. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Der erzähle ich gar nichts mehr. Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Mein Mann sieht das anders. Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Ich habe was anderes gehört. Er arbeitet auch den ganzen Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Okay, dann schauen wir uns mal die Ware an. Zeig mir deine Ware. Er erzählt alles weiter. Das habe ich schon immer gesagt. Mein Mann sieht das anders. Gut, wir werden sowieso wieder bei den Einhandwaffen bleiben, wie bei Gothic Er 1. sollte lieber den Mund halten. Er erzählt alles weiter. Aber Geld haben wir noch keins, Das hab ich um schon immer eine bessere Waffen zu Er sollte kaufen. lieber den Mund halten. Und es wird noch viel schlimmer. Mein Mann sieht das anders. Dafür werden wir Das weiß doch jetzt inzwischen die anderen jeder. Waffen verkaufen, wo wir gefunden haben. Ich habe was anderes gehört. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das habe ich schon immer gesagt. Ach, erzähl mir nicht sowas. Mein Mann sieht das anders. Jetzt haben wir 16 Gold. Wie Worum viel soll ist denn ich mich das? noch alles kümmern? Das Wolfsmesser. Das ist mal wieder typisch. Ehrlich, ich habe es selbst Benötigte Stärke 30. Haben wir denn die schon? Zwischen jeder. Haben wir nicht. Wirklich? Das ist ja interessant. Also, Zeig mir deine Ware. also verkaufen wir das noch. Wenn ich das es nicht rostige mit Schwert. eigenen Augen gesehen hätte. Das darfst du keinem erzählen. Wenn ich es nicht Einen mit Hammer brauchen wir eigenen nicht. Augen gesehen hätte. Die Säge nicht. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Er sollte lieber den Mund halten. Und den Silberring. Er arbeitet auch. Den verkaufen wir am besten. Er erzählt alles weiter. Jemand anderen, Was der du Schmuck sagst. verkauft. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung Das einzudecken? ist ja schrecklich. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Ach, erzähl mir nicht Aber sowas. bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Er redet einfach zu viel. Ja, wir brauchen eher einen Job. Wenn ich Hast es du einen nicht Job mit für mich? eigenen Augen gesehen Nein, hätte. ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Gut, Wirklich? Das ist ja interessant. dann im Nick. Das ist ja schrecklich. Mein Mann sieht das anders. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Das ist mal wieder typisch. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Das darfst du. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Zeiten sind das.
Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Er erzählt alles weiter. Er arbeitet. Zeig mir deine Ware. Gut, was hat er denn so Schönes? Und es wird noch viel schlimmer. Auf jeden Fall Erzähl mir nicht können wir uns das Aussehen nicht leisten. Und es wird noch viel schlimmer. Mein Mann sieht das anders. Aber wir sind endlich eine Stufe aufgestiegen Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. und haben die ersten 10 Lernpunkte. Das habe ich schon immer gesagt. Innos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Das habe ich schon Du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Er sollte lieber den Mund halten. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Das weiß doch Und warum solltest du das tun? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Tja, warum? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Kommt drauf an. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Wer sagt denn sowas? Ah, da hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich komme von außerhalb, so wie die meisten Händler hier am Marktplatz. Wenn du ins obere Viertel willst, geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns Soll über ich deine mich denn noch Belohnung. alles kümmern? Mein Mann sieht das Warum anders. hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war der Mistkerl schon wieder weg. Und es wird noch viel Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Ich Das ist glaube eine da nicht verdammte dran. Menge in diesen beschissenen Zeiten. Er sollte lieber den Mund... Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging Das es ist hier mal ziemlich wieder rau zu. Und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werd ich. Er redet einfach zu viel. Ich glaube da nicht dran. Gut, der Rengaru, der war doch da irgendwo. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das war doch der da. Das ist mal wieder typisch. Jora meinte, du hättest sein Gold. Nichts mehr. Verdammt, nichts wie weg. Hey, Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Sieht das aus? Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Worum soll ich... Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Ich habe was anderes. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Er erzählt alles weiter. Das ist Was mal wieder passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir, denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Ich habe was anderes. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Und es wird noch viel ja, schlimmer. machen wir es oder machen wir es nicht? Das ist ja schrecklich. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Das ist ja interessant. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben?
Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Ich muss weiter. Von mir aus. Einfach zu viel. Tja. Er ist einflussreich, aber sobald wir die bestimmte Stärke haben, dann knüpfen wir uns den Typen mal vor. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen So, jetzt ist uns aber der Rengaro entkommen. Der ist da irgendwie da hingerannt. Jeglicher Kontakt zu den aufständischen Bauernschaften in den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Aber der ist da unten. Und ich glaube, der möchte bestimmt Kämpfer.